Hallo, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich hoffe, es geht Ihnen, es geht euch gut, was ich auch von mir sagen kann. Und ja, heute ist es wieder soweit. Ich lese aus der Oma- und Opa-Ecke. Ja, so ist das. Und als erstes zünden wir jetzt wieder die Kerze an. Wir wollen uns das ja auch ein bisschen gemütlich machen. So. Ja. Schön. So. Ich möchte doch einfach noch mal die Tulpen zeigen. Das sind Freilandtulpen, die uns Brigitte mit vom Feld gebracht hat. Die letzten Freilandtulpen. Immer wieder besonders schön. Und nun möchte ich Ihnen sagen, wovon ich heute lese. Ich habe heute wieder etwas von Friedrich Schnorr, genannt Fiete Lüttenhus. Ich habe etwas von Wilhelm Busch dabei, von Arnold Risch und dann etwas von Barbara. Darauf bin ich besonders gespannt, auf Barbara. Ja, nun juckt es schon wieder, man soll sich ja nicht ins Gesicht fassen, aber ich kann es immer nicht sein lassen. Ja. Gut, dann setze ich jetzt mal die Brille auf und dann soll es auch schon losgehen. Hüt. Und komme Hüt noch nicht so weit, dann mogt mi dat kein Sorgen. Hüt hef ich noch kein Lust, wat schiet. Ich mogt de Arbeit morgen. Und wenn dat morgen noch nicht is, dann übermorgen ganz gewiss. Min Jung, dat is jo net von die. Schon hüt man noch den Knoken, so blieb man noch ein Tiet lang bi, dann sall sich dat wohl moken. Schon hüt den Knoken und den Kopf, wat Tiet bit morgen het, stüt ob. Nee, nee, min Söhn, hüt angefot, hüt is de Dach tun streben, de ob morgen sich verlot, bringt dat tun nix in Leben. Strammend Geschirr, dat is dat Zlach, nix obgestütt, hüt ist der Dach. Friedrich Schnorr. Ja, da möchte ich mich doch auch gleich einmal bei seinem Sohn, bei Freddy Schnorr, bedanken, dass ich die Geschichten seines Vaters, die er so wieder in Erinnerung rufen möchte, lesen darf. Und er freut sich da immer ganz doll und ich freue mich, dass ich lesen darf und ich gebe auch Texte an eine Altenhandzeitung weiter von seinem Vater und ja, so freuen wir uns alle und ich hoffe, ihr freut euch auch, ja, von Friedrich Schnorr etwas zu hören. Also Freddy, vielen Dank, mein Jung. Mein Jung ist gut. Ja, jetzt geht es weiter und zwar habe ich den alten Wilhelm Busch wieder am Wickel. Und das kennen wir wahrscheinlich alle noch, also zumindest ich, meine Generation kennt das noch, das Bad am Samstagabend. Ja, früher war das so. Einmal die Woche wurde gebadet, ansonsten wurde gewaschen. Es gab eine Schüssel für oben und eine Schüssel für unten, jedenfalls bei uns. Wir hatten keine Badestube, nein. Gut, das Bad am Samstagabend. Hier sieht man Bruder Franz und Fritzen zu zweit in einer Wanne sitzen. Die alte Lene geht und gleich, da treibt man lauter dummes Zeug. Denn Reinlichkeit ist für die zwei am Ende doch nur Spielerei. Jetzt will der Fritz beim Untertauchen nur seinen einen Finger brauchen. Natürlich läuft ihm was ins Ohr, dem Franz kommt dieses lustig vor. Das ärgert aber Bruder Fritzen, drum fängt er an, den Franz zu spritzen. Doch der mit seiner großen Zehe
tut Fritzen an der Nase wehe. Dafür taucht Fritz den Kopf ihm nieder, was so im Wasser sehr zuwider. Franz aber zieht an Fritzens Bein, der zappelt sehr und kann nicht schreien. In Mund und Auge zornentbrannt greift jetzt die rachbegierige Hand. Die Wanne wird zu enge für dieses Kampfgedränge. Perdatsch, die alte, brave Lene, kommt leider grad zu dieser Szene. Sie spricht voll Würde und voll Schmerz. Die Reinlichkeit ist nicht zum Scherz. Und die Moral von der Geschichte: Bad 2 in einer Wanne nicht. Wobei kann das doch vielleicht mal ganz schön sein, zu zweit in der Wanne. Aber nun gut, das ist wieder ein anderes Thema. Das gehört jetzt nicht hierher. Der Indizienbeweis von Arnold Risch. Also, da haben sich doch auf dem Fischmarkt zwei Alten fürchterlich in die Haare gekriegt. Und wie sie nun so am Pöbeln sind, nimmt die eine auf einmal einen so richtigen matschigen Blumenkohl und schmeißt ihn der anderen mitten ins Gesicht. Ja, die hat vielleicht einen kleinen Schreck gekriegt. Und die andere Alte will sich dann ja voll treu die totlachen, reißt das Maul sperrangelweit auf und haut sich immer los auf den Bauch. Als sich nun die Erste wieder ein bisschen verholt hat und das höhnische Lachen von ihren Feinden gewahr wird, holt sie sich von die Straße so einen ganz frischen, saftigen Pferdekötel, macht ihn noch so ein bisschen in die Hand zurecht und wirft ihn dann der Lachenden mitten ins Maul. Junge, da war nu vielleicht auch die ein bisschen basch. Anstatt nu aber den Rossapfel gleich wieder auszuspucken, hält sie noch ordentlich mit die Zähne fest und schreit dann ganz höhnisch: Die Apfel, der bleibt so lange in Mul, wenn die Polizei kommt. Das ist ein Indizienbeweis. Ja, so war das wohl früher auf dem Hamburger Fischmarkt. Das war Arnold Risch, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Und jetzt Antje, die liebe Antje, hat sich neulich von meinem Rhabarberkuchen inspirieren lassen und mir einen Text von Barbara geschickt. Und ich glaube, jetzt sitzt sie schon ganz gespannt da, ob ich das auch hinbekomme. Vielleicht bekomme ich es auch nicht hin, macht ja aber auch gar nichts. Bisschen Spaß muss sein, ein bisschen Spaß muss sein. So, Antje, ich fange mal an. In einem kleinen Dorfe wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Daher eröffnete sie eine Bar, die Rhabarber-Barbara-Bar. Natürlich gab es in der Rhabarber-Barbara-Bar bald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, 3 Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber-Barbara-Bar, um von Rhabarber-Barbaras Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie kurz die Rhabarber-Barbara-Barbaren nannte. Die Rhabarber-Barbara-Barbaren hatten wunderschöne, dichte Bärte. Wenn die Rhabarber-Barbara-Barbaren ihren Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart pflegten, gingen sie zum Barbier. Der einzige Barbier, der einen Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart bearbeiten konnte,
wollte dies natürlich betonen und nannte sich Rhabarber, Barbara, Bar, Barbaren, Bart, Barbier. Nach dem Stutzen des Rhabarber, Barbara, Bart, Barbaren, Barts geht der Rhabarber, Barbara, Bar, Barbaren, Bart, Barbier meist mit den Rhabarber, Barbara, Bar, Barbaren in die Rhabarber, Barbara, Bar, um mit den Rhabarber, Barbara, Bar, Barbaren von Rhabarber, Barbaras herrlichen Rhabarberkuchen zu essen. Oh, ich finde, das habe ich schon doch ganz gut hingekriegt. Ne? Ja, ich bin ganz zufrieden. Antje, was sagst du dazu? Na, gut, meine Damen und Herren, für heute war es das. Ich hoffe, Sie hatten Spaß daran. Vielleicht gibt es ja auch mal eine kleine Rückmeldung, würde mich auch mal freuen. Einige Leute klicken zum Beispiel bei Facebook mal an und sagen, ja, fein, toll gemacht. Aber in Wirklichkeit, da ich das ja bei YouTube sehen kann, haben sie sich das gar nicht angesehen. Diese Lauselümmel, ja. Na gut, wie dem auch sei, ich freue mich jedenfalls auf die, die mir zugehört haben, zugesehen haben. Und jetzt pusten wir wieder die Kerze aus und bleiben zu Hause mit Mundschutz. Och, ich wollte eigentlich meinen Mundschutz umgebunden haben. Also alles Liebe, alles Gute, bleiben Sie gesund, bleibt zu Hause und bis morgen ist übermorgen, ich weiß nicht genau. Ja, wir werden uns wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute und tschüss.